lost my way when I called upon his name. Then he rescued me, now the song must sing. What a loving God is he. Out of his great love he picked me up, set my feet on a sturdy rock. Out of his great love I've learned the meaning of salvation. Out of his great love, now I shout his praise through all my days. Well, goedemorgen Sola. It's John Peters hier. Dit is een 8 august op 10 Mars. Met gedanken uit Gottes woord. En we met lezen wel. Apostelgeschichte, kapitel 17. Out of his great love I've learned the meaning of salvation. Out of his great love, out of his great love he picked me up, set my feet on a sturdy rock. Out of his great love I've learned the meaning of salvation. Out of his great love. Amen. Nog maar dat dankzij voor hartje. Je hebt 1250 KZZ, AM radio. Oder on internet, het gaat over de ganze Welt te horen on www.kikzksem.com. En later ook on YouTube, like dat is upgeloadet ha. Alright, dat tweemaal hadden we de Geschichte van Paulus en Silas im Gefängnis. Wo deden ze dort handelen? Eigenlijk die worden vielleicht leicht gesagt haben, dit is het bloß nicht wird. Wie wollen Menschen die gute Neuigkeiten bringen, dat de Heiland ist gekommen. En ons wordt eingestapt, ons wordt bloederig verpitcht, verkield, hingen, fights en force. Maar wat deden deze beiden? Ze zongen leider te God. En dat ligt weer de oorzaak waarom niet één Gevangene door verleidt. Het waren van de wereld de slechtste mensen gewesen. De jailer zelfs bekeert zich een dag en een zeer interessant antwoord te de vrouw. Wat moet ik doen om zalig worden? Dat is de vrouw wat in jeder hart ben is. Weet je wat, mijn vriend, de wichtigste vrouw is niet met wem wil ik me bevrijen. Wat is mijn hingenomen? Hoeveel wil ik verdienen im leven? De wichtigste vrouw is wat dus wachter. Paulus en Silas vroeg, mannen, wat moet ik doen om de zaligheid te krijgen? Op Engels, what do I do? What must I do to be saved? En de antwoord weer niet, oh, zo en zoveel geld geven, zo en zoveel zin bekan. Dat is alles schriftlich, joh. Daarbij doen dat je meint die gewoon, de antwoord weer bloos, ganz applaudit gezegd, blijf aan den Herrn Jesus Christus, worden du in dien huis zalig. Op Engels, believe on the Lord Jesus, and you and your house will be saved. En dat is kijk wat hier passiert is, waar hij gelooft aan Jezus, en wordt den oven geraad. Nu zijn we in Apostelgeschichte 17, en dat zegt, dan hebben we de verschillende steden, waar Paulus en Silas en het leeft Timotheus, Timotheus hier met aan. En komen ze naar de stad Thessalonica, Thessalonica. We hebben twee weken in het Nieuwe Testament, dat naast zich eerst en tweede Thessalonica. Dat is waar ze nu aanhouden, bij de stad Thessalonica. En dus geweinig, zegt dat Paulus ging naar de synagoge, dort wie de jüdische kerk, de jüdische tempel. Hij had een hart, hij had een verlangen, dat zijn mensen worden het eerste de goede nieuwigheid horen van Jezus Christus als de Heiland. Dat zegt hij weer 3 Sabbat had, hij weer voor 3 weken. En bracht de schrift hem aan het wijzen, en hij deed aan het proven, zegt hij op Engels, hij deed het niet bloos wijzen, maar bewijzen, dat de Heiland, die wordt zelf komen, hij deed weer gekomen, die wordt lijden, en die wordt van dood afstaan. Blik, de idee van den Heiland weer, dat die wordt komen en macht, en hardigheid, vielleicht in een loft met himmlische soldaten, nou worden ze het römische Rijk überschmieden. Niet kennt das Paulus über sagt, dat is gekomen, der heeft geleden, der is gestorben, aber sagt hij, is niet een graf gebleven, der is opgestaan, en dit is de Heiland, zegt hij. Dat zegt in vers 4 wat interessant, dat vele Juden blijven, waar laten zich bereden, ook vele Griechen, ook dan zegt het, er vele onerzijnde Frues. Interessant dat dat alle afbrengt, maar dat is gewoon schriftlich. Aber die weer een andere groep, die weer afjanstig, dat weer Juden, wat afjanstig weer, en ze roten zich slecht de mannen top, en vangen einfach trouble te merken in de stad, die dingen vermerken en zo wieder, en zeken naar Paulus en Silas, en du is een Jason, op Engels zijn een Jason, die lijkt gewoon deze
Paulus und Silas in sein Haus geholt für nach. Dann sehen sie sich an und bringen dann für den Rot, für den Court, würde ich sagen. Und dann sagen sie was Interessantes. Sagen sie, diese Männer haben die ganze Welt über den Kopf gedreht und bringen Trouble nicht hier an. Und das Jason hat in sein Haus eingenommen. Und sie sagen, das ist ein anderer König als Kaiser und der soll Jesus heißen. Interessant, wie diese Juden auf einmal an Kaiser seine sieht wir, nicht? Warum wir so an Rom mehr sieht. Und hat auf einmal gehupt, der Herr wir kommen an Frieden von Rom. Aber das Jesus stimmt denn bloß nicht. Wir fährten erst, dass Jesus uns nicht stimmt, nicht? Meine Frau sagt, fährten, dass Jesus nur folgen, das kostet was. Was kostet das? Well, das kostet unter das Geld haben. Das kostet vielleicht ein Haus geben. Das kostet eine Zeit. Das kostet vielleicht mit Menschen top sein, wo die nicht immer sehr gefallen. Aber das ist der Kost von Jesus. Nur folgen, wenn Jesus als Leib, Jesus als Vergebung, und Jesus Kirche eine andere abheben. Und vierten kommen die Menschen ans Leben nehmen, und meisten, ich würde sagen, meistens wird er zu leiden, ne? Aber Jesus sagt, leib dich, ich bin für dich gekommen, ich bin für dich gestorben. Und das ist, was das kostet, Jesus nur folgen. Diesen Jason hat das was gekostet, haben wir für den Rot gebracht und musste hier een baan tun, muss hier straf tun. Wat hij zijn Leib, wat hij Paulus und Silas bewiesen hat. Mir erste Frage fragen, warum werden diese Juden so hastig? Weil wir nicht vergessen, die werden Juden, was annehmen. Die werden Juden, was sie bekehren. Auch von den Griechen. Auch früher, Männer, Kinder. Und warum werden diese Juden dort so hastig? Warum werden sie so jung an? Well, denk mal an, wenn ein du in het Glas gekommen sind, und wir glauben, wir sind reich, wer wird uns davon aufreden? Wer wird uns davon wegreden? Wir sollen immer bereit sein zum Horchen, und wer uns nicht lassen aufreden von Jesus Christus, das ist ganz klar. Aber diese wären in einem Mode von Achtet, diese wären in einem Mode von Sitten, diese wären in das gesetzliche Leben, und die wollen da nicht von Rüt. Und kriegen dann, wo Paulus probt zu erklären, dass das Jesus haftig schrift erfällt, die wird studiert haben, die sagen, dass Jesus hat über 300 Prophezeiungen erfüllt, was im Alten Testament von ihm geredet worden. Zum Beispiel, er wird in Bethlehem geboren sein. Er wird arm sein. Und er wird Lieden machen. Alles will in der Schrift gesagt werden. Er wird dein. Und so, nu wollen sie bloß nicht. Was tun sie dann? Da waren sie hastig, waren sie jung an, und nehmen Menschen zu Court und so weiter. Und dann erst das Paulus und das Silas, die sind in die Gefahren und dann die Leute, die wegsteigen. Die sind aber bei Vers 10 und Apostelgeschichte 17, die sind so bei Berea. Und Berea sagt, dass wir andere Juden. Erklärt, was das sagt von diesen Juden. Das sagt auf Englisch, they were a more noble character. In anderen Worten, wir sind bessere Menschen. Das heißt, aber er fehlt danach den Heiland. Und dann will Gott werden, er fehlt den Heiland. Was macht diese Beter? Weil sie horchen auf Paulus. Und dann sagt er, sie gingen in ein Haus und dann sie selbst die Schrift lesen, dann seien es so, wie Paulus gesagt hat. Was verraten die immer so? Das heißt, sie nehmen die Botschaft an und dann sie das überprüfen mit der Schrift. Sie kriegen dann, was ich zu ihnen sage, kriegen dann, was die Prediger zu die sagt, kriegen dann, was der on YouTube zu die sagt, oder on WhatsApp, oder selbst studieren, oder selbst nur lesen, und seien es stimmt. Die haben selbst einen Verstand. Und wenn die gläubig fest, die hast den Heiligen Geist. Und dann kann es selbst nur sein. Und dann sagt hier in der Schrift, dass die Schrift hat ihn berufen. Aber wer kann? Die Juden von Thessalonika, was die Trouble gemacht haben, die können hängen ran, merken im Bereich Trouble, und hitzen die Menschen an, und schicken die Paulus weiter wieder in die Stadt Athen, Athens, auf Englisch. Mir haftet all gewundert über diese Menschen. Die waren nicht bloß zufrieden, dass Paulus nicht los werden von Thessalonika. Die fuhren noch nicht in die nächste Stadt oder die nächste Dorf, würde die vielleicht sagen, die müssen durch Trouble gegen Paulus. Oh, die hatten einen Hut. Und sie wurden gesagt, haben sie den nicht für Gott. Sie wurden eifrig gewesen für Gott, sie wurden ein Iwe gehabt haben für Gott in Arbeit, aber die kannst nicht Gott haben und Jesus Christus, meine Freunde. Jesus Christus ist der Sohn Gottes, er ist auch selbst Gott. Und die kannst nicht Gott haben und ihn sehen. Du musst der Bad bleiben, der Bad annehmen. Das ist Gott sein Plan, das ist Gott hat eingeführt hat. Und so, ich habe doch an diese Menschen, du erst, was er strenget,
wo Paulus Luther von redet. Paulus wir voll Leben, voll Vergebung, weil wir mit Menschen halten, aber er sagt, dus eine Sort Menschen, von denen soll wir wegbleiben. Er sagt, die sind gefährlich. Was für ein Mensch ist das? Wie bleiben wir von Jahren weg, wenn wir leben, der hat das so. Jana hat mich so getan, ich blieb von dem weg. Das was ein Mensch, von dem wir sollen wegbleiben. Paulus sagt, der wird in die Gemeinde Trouble merken. Der wird Spannung bringen in die Gemeinde. Er sagt, von denen blieb weg, der bringt Trouble. Und das wird diese Menschen hier denken. Nicht kommt der Bad Athen. Und hier ist eine ganze Linie, eine ganze Botschaft, wo wir von der nicht vertieft haben. Aber was habe ich von der von geredet? Dass wir Menschen, die das annehmen, wir Menschen, die wir einfach hastig, und das wir Menschen, die auch für Gott schaffen werden, haben ein Iva, aber was wir Trouble, sie leben in das Alte, sie leben in die Sitten, sie leben in das Achte, sie leben in das Gesetz. Sind diese Dinge nicht schlecht? Nee, wenn die nur bringen zu Gott, dann werde ich mutig wieder, aber das ist alles tot mit Jesus Christus. Because met Jesus Christus tot ik zijn, dat krijg ik niet. Because met Jesus dat al je Satzproben te falsifieren, dat is al goed, aber denk nicht, dass du die Seiligkeit hast, meine Freunde. Die Seiligkeit ist bloß in Jesus Christus, und dann kostet dein Leben Anstand ist daran best, solange es die Gehorsam best haben. Und so, das ist noemen über Tobit und mit dem Trouble gegen Paulus und gegen die Christen. Und gegen sogar in das nächste Dorf, du wirst ein beter Juden als in das erste Dorf, in der selbst das nur sein in der Schrift. Als dat zo wat Paulus sagt, en weet je wat? Wanneer een mens de schrift leest, dan wordt het eigen zijn, dat is zo. Jezus Christus is in het Oude Testament alleweg te zijn. Zum Beispiel, Jezus is ons heiland, hij is ons radar. En nu is zijn arche, du wie een heiland, du wie een radar, dat wie de arche. En zo wieder, en zo wieder. Abraham had niet gezegd, Moses, Abraham had bloß geloven. Hij zegt in het Testament, dat wie genoeg. We waren dus een beeld van Jezus Christus. Als Abraham zijn eindje zijn Isaac opfern wil, dat is een beeld. Dat heeft verwärts wiesen, waar een andere, Gott zelfs, de himmlische Vader, wil zijn eindje zijn opfern. Niet zo. So, danke für heute. Nächstes Mal, wo wir wollen noch einmal in Apostelgeschichte 17 sein. Und dann doen we nächstes Mal von 16 bis ein Kapitel. Und dann der wird das Mal nicht so bosig. Dankeschön für heute. Gottes Segen.